Gut, es geht weiter mit A New Beginning. So, uns geht ja das Material aus zum Hochlohner, weil es läuft ja neben dem Spiel Hidden and Dangerous noch und Gothic 2. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir einen Schrank, nix. Arbeitsecke. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Ein Fenster. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Aha, da können wir aussehen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt schauen wir erst. Nachricht. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im 1. Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint. 2. Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duwe Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Ja, gibt's da irgendwas? Eine Schlafecke. Jetzt schauen wir erst einmal, wo es in der Kommode ist. Was für ein schönes Material. Wie es wohl hergestellt wird? Nix mehr, gut. Bei der Schlafecke. Wow. Da könnte man ganze 5 Face drin stapeln. Aha, gut. Eine Duschkabine. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Sonst gibt's nix. Ah ja, ein Beutel. Wer hat das denn vergessen? Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malset für das Gesicht? Ah, diese Feile sieht nützlich aus. Eine Feile. Gut. So, dann können wir vielleicht da aussehen. Ach, da unten sind wir. Dann schauen wir mal. Da draußen gibt's nichts zu machen. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf Weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Eben. Können wir vielleicht noch ummert? Ach, da hinten durch die Tür. Da hält man die Was sind das? Kantine. Gut, jetzt sind wir in der Kantine. Was gibt's da Schönes? Nix, was wir brauchen können. Was ist das? Noch nie eine Mikrowelle gesehen? Mikrowelle? Das Ding sendet Wellen? Yep. Kann man damit auch funken? Also eine Antenne würde ich da nicht reinstecken. Am Ende fliegt mir noch der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre nicht sehr appetitlich. Das glaube ich gern. Der Koch. Unsere Köche tragen Handschuhe und Mundschutz, damit bei der Produktion keine Bakterien in die Nährstoffpakete geraten.
Was gibt's? Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Nimm mal heute Apfelstrudel. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Gib sie her. Da 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 da. Da 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 da. 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 Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da. So, was ist da mit dem Rackfisch? Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Bis dann. Ja. Trau. Ja, ein sehr netter Zeitgenosse. Mal schauen, ob wir mit dem Strudel noch irgendwas anfangen können. Halbgarer Matsch. Wie kann man nur sowas mögen? Das nennt sich Rackfisk. Was auch immer das sein soll. Vielleicht können wir es ja noch brauchen. Da ist die Krankenstation, da waren wir davor. Zu. Aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Wo geht's da hin? Aha. Da unten wird unser Fenster sein. Da die sagen. Und da ist der Arzt. Er steht auf der Brücke und raucht. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Ich bin nicht krank. Ich bin kerngesund. Sind Sie nicht. Sie haben Blut gespuckt und das ist kein gutes Zeichen. Irgendetwas stimmt mit Ihren inneren Organen nicht. Bevor sich mein Verdacht bestätigt, verordne ich dringend Bettruhe. Oder wir gehen davon aus, dass ich gesund bin. Sehe ich denn krank aus? Nein, aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung könnten Sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen Sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Ist ja gut. Wir gehen schon. Und zwar eine Stufen nach oben. So, schauen wir mal. Da haben wir eine Tür. Die ist zu.
Die ist zu. Wie schaut's mit der Pfeile aus? Keine Ahnung wie. Nicht. Gut. Gehen wir mal zu dem Aufpasser. Mal schauen, was der zum Song hat. Ah, entschuldigen Sie, aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen. Ach so, da ist die Konferenz drin. Schauen wir mal, was haben wir da? Eine Kiste. Da ist drin Dieses Kabel könnte nützlich werden. ein Kabel. Ein 5 Meter langes Antennenkabel. Endlich Ausrüstung, mit der ich mich auskenne. Was haben wir da? Hallo? Hey Lou, bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Ich muss los. Bis dann. Bis dann, Schnucki. Jetzt gehen wir mal. Eine Metallrampe. Genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Aha, ist es wichtig? Da ist die Zeitfunkantenne wieder. Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Danke, Oggi. Hab ich gern gemacht. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Können wir funken? Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Anschlag? Oggi, was hast du mit der Antenne gemacht? Ich hab sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Was könnte das Signal stören? Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen? Gehirnvibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und, schalt sie aus. Aha. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und, ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Yeah. Was machst Was du da? machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy. Das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Hast du Bent gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und bewerfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Oh je. Du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Ein Glück, dass wir das nicht mehr machen müssen. Bis später. Jojo. Jojo. Kabel, das nimmt man mit. Was muss ich mit dem Kabel nochmal machen? Du brauchst einen zweiten Empfänger. Den verbindest du mit deiner Antenne. Und wenn Oggi recht hat, und Oggi hat recht, dann hast du dann mehr Power zum Funken. Mehr Power zum Funken. Da hätte man nämlich eine Antenne.
Schauen wir mal, ob das hinhaut. Das Kabel ist viel zu kurz. Moment. Und zwar verbindet man mit dem anderen. Selbst wenn ich die Kabel zusammenlöte, würden sie nicht bis zum Funkhaus reichen. Warum nicht? Ich glaube, das ist ein 5 Meter Kabel. Selbst wenn ich die Kabel zusammenlöte, würden sie nicht bis zum Funkhaus reichen. Bis zum Das Gelände. Kabel ist viel zu kurz. Aha. Und warum klang das nicht? Jetzt hat. So, schauen wir noch mal. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Immer noch? Hallo? Immer noch kein Empfang. Was denn Ogivus? Hallo Oggi. Oh, hey, na? Was kann ich für dich tun, Faye? Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? Verbinde deine Antenne mit einer größeren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bis später. Jojo. Ach genau, die Störwellen. Können wir da noch was machen? Ja? Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Bent, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht. Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal? Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen, aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich hab dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Rackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Hey Lou, ich muss Schluss machen. Essen ist da. Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Lecker. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. Gut, dann hat sie das erledigt. Probieren wir es nochmal. Hallo? Immer noch kein Empfang. Immer noch nicht. Ich bin's wieder. Hey, Faye. Bis später. Jojo. Dann erstmal speichern.